Good morning. Het is goed hier waar met jullie op zijn. Jullie een gouden nodig, denk ik. Vielleicht heb je mal beleefd dat je een zeer gouden nodig kreeg. Entweder uit je familie reist wohan. En je leren al zeer dat die waren nodig schrecken, dat die zijn door glücklich angekommen. En maar eenmaal komt de nodig dat, ja, alle glücklich angekommen, alles ist gut, hat alle geschafft. Ich denke danach, als Steven noch lebt, dann fuhren Steven Debbie einmal weg. Die Kinder wären da noch klein, dann leiten sie bei uns. Und dann habe ich fertig gedacht, er hat gebeten, dass die würden wieder glücklich zurückkommen. Besonders schon die Kinder gedacht. Und wenn sie dann nicht Tschüss wären, dann dankte ich Gott, dass wir wieder glücklich nach Hause kommen. Bitte einen Tag. Und dann wäre der nächste dort. Und wenn ich einmal schreibe, so ja negativen Nodig. Du weißt die Nodig im Leben. Und wenn die Offenbarung erst ein bisschen steht, veel negatieve nodig. Er veel negatieve Bilder. En wenn dort passieren schreckliche Dinge. Und wir haben in der vierde Botschaft, dann sollen wir al een Bett von den Dingen. In ein gerautet Erdbeben, in Steine fallen vom Himmel, in der Sonne und Mond waren diester, von all der Rück und Arsch, und wir sahen die, was wir in Verglauben doodgemerkt unter den Altar Gottes. Wir sahen die, was Recken, Armen, großen, klein, die verstärken sich für den Euer Gottes, und sie sehen, dass der Steiner fällt über uns. Und das messen wird so als wir sind uit Odem gekommen, die Nachricht ist so schlecht, die Zeit über, dann nu fehlt uns mal positive nodig. En zo vandaar is positieve nodig. Vandaar is een positieve boodschap. Ik weet niet dit al veel werk, maar we zijn durch die 6 Seelen durchgegaan. En weet je, dat is immer zo, dat we zijn 6 Seelen, 6 Personen, 6 kommen, en dan zwischen de 6. en 7. Du hast es, wenn du Luft hast. Du hast eine Pause sozusagen. Ich nenne das hier eine Pause. Und das wo von der wel noch checken. Weet je, wenn wir das 7. Seel wollen aufmerken, dann ist alle Hall los. Ich meine, dann geht es so, ja, hier durch die Person sind schreckliche Dinge. Aber von der ist eine gute nodig. Von der ist ein bisschen so, dass nu halten wir ein bisschen still, nu wollen wir ein bisschen Odem holen. Wir haben die Feuerpier gehört, wir haben allerhand Dinge gehört, was wir vernichten deuten. Von der haben wir was du besteht. Und so diese Botschaft ist in der Hinsicht an positiv. Ich weiß nicht, das Bild, für ihr Werk all. Offenbarung ist ein bisschen so ein Rot. Und diese Versen hier, das sind alles negative Geschichten sozusagen. Das ist alles verdorben. Hier wird Gott sein Euer ausgegoten. Aber dann immer weiter kommen wir nur das Serie. Und ich war durch das ganze Zeit, wenn wir das Buch durchgehen, weil ich diese Versen immer ausheben will. Das sind die Siegerversen. Ich habe ein Buch in meinem Office. Ich stimme nicht so mit den Schreiber, mit seiner Theologie, aber ich gleich den Titel von dem Buch. Und der Titel sagt, The Triumph of the Lamb. Der Sieg von dem Lamm. Und das, was wir hier haben. Wir sagen Kapitel 4 und 5. Dort wir sozusagen 2 Kapitel von Sieg. Wir wären in der Thronstufe Gottes. Und da wird uns beschrieben. Aber dann haben wir Kapitel 6 und mit all den Seelen. Aber dann kommen noch Kapitel 7. Und von der werden wir in Kapitel 7 anchecken. Und da sind positive Dinge bei. Na, ich weiß auch, dass Kapitel 7 ist auch ein Kapitel, wo sehr viele verschiedene Meinungen über sind. Aber ich würde gleich, wenn wir die positive Sie dabei würden sein, wenn wir vielleicht ein bisschen verschieden darüber denken. Ein Schreiber sagt, dass Offenbarung ist nicht schwer zu verstehen, das ist bloß schwer zu glauben.
Und wenn das schwer ist zu glauben, wenn die Dinge was passieren, dass das meist so von uns Verstand und nicht ganz rankommt. Aber das hat nicht rühmen uns, like dass Gott wirklich so das wird handeln. Aber ich wollte noch eine andere Geschichte wiesen von der auf dem Alten Testament, wo doch ein bisschen so ist. Ich meine, das ist really, like das meist ein bisschen so, dass ich meist heiner hüt und zu denken. Aber Offenbarung, wenn wir das bloß mal nehmen, so es sagt, ist es euch schwer zu verstehen, das ist schwer zu glauben. Und das ist eine Ursache, wohin wir dort verjässlichen. Wenn wir wollen dort merken, besser hier, als es wirklich ist. Und dort wird fertig passiert, in der Auslegung von Offenbarung, dass das Wort sozusagen verjässlich, allegorically ausgelegt. Allegory meint, dass wir dann dort, wir lesen einen Bibelaufschnitt und dann sagen wir uns, okay, das meint nicht, was es sagt, sondern muss eine verstärkte jässliche Meinung dahinter sein. Und so steht Wort Offenbarung fertig ausgelegt. Und so ich denke ein bisschen da buchstäblich. Und dann sage ich, some von den Dingen sind schwer zu glauben. Nicht so schwer zu verstehen, aber schwer zu glauben. Aber wenn wir das glauben, Gott weiß, was er tut. Und noch ein Ding, wo in Offenbarung schwer ist zu verstehen ist, wenn wir dann nicht die Kirche in Israel einteilen. Und ich glaube, wenn wir dort einteilen, dann einmal dann fallen die Klarheit viel besser am Platz. Und so ich will ein klein bisschen von dort reden. Ich habe euch gesagt, dass die Bibel hat ein Chinese Thema. Wenn ihr im Alten Testament lesen, das ist ein Chinese Thema, rein ganz bad im Neuen Testament, und ganz bad Apostelgeschichte, das ist ein Chinese Thema, viele von dort. Und das handelt sich um ein Land. Das finde ich auch, dass der Fett in Israel handelt sich um das selbe Land. Und so das ist ein Chinese Thema. Und dann haben wir die Kirchengeschichte, und die Kirchenzeit, das ist nicht ein Chinese Thema. Also das ist ein Recht Gottes Thema, aber nicht ein irdisches Chinese Thema. Und dann einmal dann weil wir dort alle mit dort bedenken, dort passt, aber nicht taub, und dort schafft man es nicht. Und so wenn wir die Alte Testament studieren, ist ein Chinese Thema, und dann wenn wir bei Offenbarung kommen, ist es ein Chinese Thema. Und dann müssen wir verstehen, das ganze Ziel, das ist ein Chinese Recht. Das ganze Ziel ist ein Recht auf dieser Welt, wo Gott wird die Welt sehnen mit Israel tut, das wir noch niemals belebt haben. Aber das wird handelt. Und das ist ein Chinese Thema. Mir ist immer sehr interessant, dass ich habe für 12 Jahre Apostelgeschichte unterrichtet in der Bibelschule und dort hat meine Theologie in lange Reden geändert. Aber heute in der Apostelgeschichte, Jesus hat 12 Jünger. Und so die sollen rausgehen, die sollen schaffen. Aber dann bei einmal hastig, dann haben wir noch eine Person, was er nicht mal nennt passt. Wir haben noch eine Person, Saul. Saul wird gegeben sozusagen am Weg nach Damaskus und er bekehrt sich. Und er wird der Apostel zu den Heiden. Und in der Apostelgeschichte, glaube ich, kriegt Israel ihre letzte Gelegenheit, ihr Messias anzunehmen. Als Stephanus gesteinigt wird, dort wird Israel ihr letzter Chance zu sein. Das ist sehr interessant, wenn wir da lesen, dass Stephanus sitzt im Himmel oben und Jesus steht an der rechten Seite vom Vater. Das rein ganz einzige Mal in der Bibel, wo Jesus steht. Alle anderen Mal sagt er. Und so, Jesus steht. Dort lügt nur, dass die Juden außen fallen. Na, wie man dann denken, die Juden außen fallen. Viele Juden nehmen das Evangelium an, die Kirche wie jüdisch von Anfang. Aber das Volk außen fällt. Sie verschmeiten Jesus. Und sie haben noch eine Gelegenheit. Und Stephanus wird noch sozusagen der letzte Zeug für den Hügelrut, zum Ernst sein, Jesus ist der Messias, nehmt den an. Aber sie tun nicht. Sie verschmeiten den. Und wenn ihr Apostelgeschichte wollen studieren, dann wollt ihr finden, dass von da an ändert das Thema. Kurz nach dem wurden die Christen in Jerusalem rausgejagt. Paulus bekehrt sich am Weg nach Damaskus. Petrus bringt das Evangelium nach den Heiden. Und Petrus, der verschwenkt von der Geschichte. Und Paulus wird der Hauptpunkt. Und so das ist ein sehr interessanter Ding. Mir ist immer interessant, dass nicht mehr Christen fragen, wieso? Wieso ist es dort?
noch ein Ding von Paulus. Paulus ist der einzige Mensch in der rein ganzen Christengeschichte, wo diese Belebung hat. Kein anderer Mensch hat es jemals belebt. Und das ist, dass Jesus nehmen soll, apart von den anderen Aposteln, lehrt ihm nur Arabien und lehrt ihm selbst das Evangelium. Paulus redet von einem Galaterbrief, dass er das Evangelium nicht von Petrus gelehrt, nicht von Johannes, aber von Jesus selbst. Jeder andere Prediger, der jemals gelebt hat das von einem anderen Mensch gelehrt. Ich auch. Ich habe es gelehrt in der Schule, als ich ab war. Ich habe in der Bibelschule gegangen. Ich habe Lebenszeit gelesen, studiert. Ich habe Menschen ihre Schreiben gelesen und so weiter und so. Wir haben dort von anderen Menschen getreten, aber nicht Paulus. Er kriegt das von Jesus selbst. Und er hat mal gefragt, wieso? Und so das ist, was der Hänger, wo wir fertig nicht so davon reden. Und ich glaube, das hat mit zu tun, mit das Israel verschmeit hat, das Evangelium wird Israel wahrgenommen, das ging nur die Heiden und Paulus wie der Apostel. Das ist ein längerer Thema, aber das ist so. In Römer Kapitel 11, da redet Paulus von das. Er sagt dann, haben sie, also er redet von den Juden, haben sie sich verstaubt, an das sie fallen sollen. Sei lang nicht. Aber durch ihren Fall wurden die Heiden der Radung gebracht, um end zum Iwer zu retten. So Paulus sagt, dass die Juden haben es verschmähen, dann ging das Evangelium nur den Heiden. Und dort soll really Israel oft ganz nicht merken, dass sie würden zurückkommen. Aber die Idee ist hier, dass sie sind nicht gefallen, um auf einmal gefallen zu sein. Das ist die Idee hier hängen. Und so die Juden verschmeiten dort, das ging nur den Heiden. Da redet Paulus von. Und er sagt, wann fallen, die Welt Reichtum ist, und verlöst, die Heiden Reichtum, wo viel mehr fallen soll. Na, weet je, das ist falsch. Das ist nicht ausgeschrieben in dieser Übersetzung, wenn es nicht. Von was hier redet, ist, dass wenn die Juden dort verschmeiten, dort wo in Ecken du, das Evangelium haben. Und so, die Juden hart sind, sozusagen, dort uns sehen geworden. Das ist von was hier redet. Und dann sagt er, okay, wenn dort so steht, ist, wo viel mehr sehen wird es geben, wenn die Juden wollen zurückkommen. Und ich glaube, dass das 1000 Jahre zurück, wenn die Juden waren durchgetrieben, so waren die zurückkommen Jesus, die wird sie nicht tot mehr. Da wird eine Gruppe überleben, die wollen dort annehmen, die wollen in der 1000 Jahre Rechnung gehen, mit Jesus regieren, und dort wird die ganz geradste Sehnsucht sein, was diese Welt jemals belebt hat. Ich glaube, das ist, wo Paulus von redet. Wir sind nun sozusagen recht geworden mit dem Evangelium, wenn sie das verschmeiden, aber wenn sie das erst wollen annehmen, dort wird ein Sehen sind für die Welt, sonst wir uns nicht mal feststellen können. Er sagt wieder in Vers 24, ich will nicht, Brüder, dass ihr über das Geheimnis anweiten sind. Die Kirche, den nennt Paulus ein Geheimnis, wenn das Wort nicht gepredigt sozusagen im Alten Bund. Dort wir ein Königreich Thema rein uns hier, bei Apostelgeschichte und so. Dort sind Geheimnis, nennt Paulus dort mehrmals. So, wir sagen nicht, Brüder, dass die über das Geheimnis anweiten sind, dass die nicht selbst verklären können, aber dass wir es haben, uns nicht einmal geraubt tun, dass wir sind besser als die Juden. Dort Israel zum Teil blind hat passiert, but der Fall soll von den Heiden gekommen ist. Und so Israel ist blind, für eine Zeit lang, die Heiden haben das Evangelium gepredigt, aber die Zeit wird ändern. Die Zahl von den Heiden wird voll werden. Und dann glaube ich, wird die Kirche rausgenommen, Gott wird nach Israel gehen, da wird eine schreckliche Zeit sein. Israel wird schrecklich leiden, aber das ist ein Teil zum Ende reinigen sozusagen, zum Ende Gott 1000 Jahre zurückbringen, wo sie sich nach Jesus drehen. Ich sehe in vier Weg, dass der Triebsal ist für zwei Dinge. Eins ist, dass die Königreichs von dieser Welt müssen Jesus sein wollen. Und das ist ein großer Krieg. Und das andere Ding ist, dass Israel den Messias annehmen. Die zwei Dinge müssen passieren. Und so die Dinge wollen passieren durch die Zeit. Er sagt wieder, so wird ganz Israel geraten worden, so es geschrieben steht. Von Zion, oder wie kann sagen, von Jerusalem, von Zion wird der Radender kommen und er wird die Gottlosigkeit von Jakob wegnehmen. Da kommt eine Zeit, wo Gott die Gottlosigkeit von Israel wird wegnehmen. Er sagt wieder, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen.
Und so, da kommt eine Zeit, wo Gott Israel ihre Sünden wird wegnehmen. Und ich glaube, dort passiert durch diese Zeit. Nur das Evangelium noch sind sie Feind am Jündhalten. Aber nur die Unterwählung noch sind sie Geleibte wie in der Fuhrers. Na, weet je, einige Menschen sagen einmal, weil Israel, wo kann auch Gott sein Volk sein? Sie glauben nicht mal an Jesus. Sie sind ungläubig und das ist so. Aber Paulus beantwortet dort. Er sagt, nur im Evangelium noch sind sie Feind, wenn sie nehmen Gott an. Aber nur die Unterwählung, oder nur den Bund mit Abraham, sind sie beläuft. Und so, da muss man denken. Und so, dann sagt er hier zuletzt, willst du Goven und Raub von Gott nicht zurückzunehmen. So, der Bund wird Gott mögen, die jetzt nicht zurückzunehmen. So, das ist ein bisschen der Hintergrund von diesen 144.000, wo wir wollen von reden. In Offenbarung 6, Vers 17 sagt es, willst der große Tag von seinen Euer ist gekommen und wer kann bestehen? So, die Antwort wird beantwortet in Kapitel 7. Wer kann bestehen? Das ist ein von den ersten Serien, die Dinge, die passieren. Und wer wird bestehen? Wer wird durch diese Zeit bestehen? Und dort beantwortet er hier. Und so in Vers 7. Und nur diese Dinge sah ich Feuerengel auf der Feuerarten von der Erde stehen. Die hielten den Feuerwind von der Erde, dort kein Wind auf die Erde pust, auch nicht auf das Meer, auch nicht über einen Baum. Und so, durchkommt ein Sturm. Und weet je, wann wir die Personen wollen, auch mehr in den Sturm, das ist schrecklich. Das ist eine schlechte Nachricht. Dort kommt große Leiden. Da wollen große Dinge passieren. Und wir wollen davon reden, wenn wir durchspannen sind. Aber nu ist eine Pause. Nu sagt er, das ist ein Feuerengel. Auf der Feuerarten von der Erde, der holen den Feuerwind trägt. Das meint bloß ganz. Wenn er das Feuerarten hat, dann ist eine Vorder das. Wenn in der Blut Halt hast und der hat Feuer, das ist vollartig sozusagen, dann ist eine ganze Blut. Das ist die Meinung hier. Da meint nicht, dass die Erde hat Feuerarten. Da meint dass das alle, it encompasses everything. Und so der Feuerengel, der Feuerarten, der Feuerwind, da meint das hier der ganze Welt. Da meint diese Dose sozusagen, das ist vor dich. Und so die wollen einen Wind bringen. Aber falls in Wind bringen, dann muss erst was passieren. Und ich sah einen anderen Engel abkommen von der Sonnenabgang, oder von Osten, können wir sagen, der dort Seel von dem lebenden Gott hat. Und so von das Seel, werden wir reden von dem. So hier kommt ein Engel, der hat das Seal of God, whatever dort ist. Aber der hat ein Teken, der hat ein Seal, der hat ein Seel für eine gewisse Gruppe von Menschen. Und die schrie mit lauter Stimme zu den Feuerengel, die wollen, dort die Jefür, die Erde und dort Meer zu beschädigen. Und dann weet je, wann wir schworen, in die Trompeten angehen, dann wo wir fingen, dass das Meer wird beschädigt, die Erde wird beschädigt, die Riefer schworen beschädigt und all so eine Dinge. So diese Feuerengel hat Macht. Aber die wird gesagt, halt noch ein bisschen still. Hier müssen wir noch ein bisschen lernen. Und seht, beschädigt nicht die Erde, auch nicht das Meer, auch nicht die Bäume. Nu hör ich, was sagt. But wie die Kneis von unserem Gott und die Stirns verseelt haben. So das Engel, was von Osten kommt. Und der sagt, halt still. Wie man ist, die Kneis Gottes verseelen. Na weet je, wir wollen fängen, dass das sind 144.000 Juden, was Gott verschlüten hat, für eine besondere Arbeit. Und so da wollen wir ein bisschen noch checken. Aber das Engel, die Feuerengel sind reut und das gerecht sozusagen geben. Aber sie machen nur ein bisschen lernen. Na, wenn wir denken an das Seel, in 2. Timotheus 2,19 sagt er, doch besteht Gott sein fester Grund und er hat das Seel, der Herr kennt die Sinne. Na, hier in das Anfang handelt es sich dort um falsche Lehre, dass Gott kennt die Sinne, er kennt die, die reich sind sozusagen, aber ich will nicht diese merken, dass Gott hat ein Seel. He has a seal. Und er kennt die Sinne. Kein Wort von der Titel das, aber er kennt die Sinne. In Offenbarung 9, Vers 4, wo ein Bett vorabhupsen, aber sag ich, in Antwort dort gesagt, na, der Hintergrund von das sind beide Gäste.
Weet je, da kommt ein Rück und da kommen Grasshoppers raus. Aber in Wirklichkeit sind das bei sie Gäste, da wo von reden man in Kapitel 9 sind. Und irgend wird das gesagt, also diese Gäste wird gesagt, dass sie nicht das Gras von der Erde beschädigen sollen, und nicht gereinigt, und nicht irgendeinen Baum. Ja, ich würde sagen, aber bloß die Menschen wollen dort Seel von Gott nicht auf ihre Stirn haben. Und zu einer Offenbarung, eine Mäd von dort durch, ungefähr eine Mäd, du hast bei einmal kommt ein großes Übel auf diese Welt, bei sich erst die quälenden Menschen für 5 Monate, bitte die, was getekent sind. Und da sind diese 144.000, was Gott getekent hat, wo wir bald von lesen. In Vers 3 noch Kapitel 7. Und ich hier die Zahl von den Verseelten, 144.000 verseelt, von jeder Stamm von den Kinder Israel. Na, so ich hier schon sehe, das ist verschiedene Meinungen über das. Einige Menschen sagen, dass die 144.000 das Charakter soll. Like 12.000 von jeder Stamm. Und wir waren nicht der Stamm, der ich konnte, sind ein bisschen anders abgenannt, so einmal sind. Aber da sind 144.000. So dort kann ich Charakter meinen, wenn ein Schreiber, was ich las, der sagt, like 144, das tun Charakter nicht mehr. Aber ich glaube, die verjäten dort, dass wir haben mit Gott zu tun. Gott kann sehr gut 144.000 Menschen zu sich sagen. Wir haben manchmal so eine Idee aus dort in der Schrift. Zum Beispiel, Elia seine Zeit. Dann wird das große Aufjahr in Israel. Und wir wissen die Geschichte von Elia und der Baal-Propheten dort im Boy und das Vier kommt von Himmel und all dort. Das ist bekannt mit. Aber dann nur dort wird Elia bedrängt. Und Elia rennt weg. Er rennt in die Wüste und er hat Angst vor Isabel. Und er rennt weg und begegnet Gott. Und dann sagt Elia zu Gott, ich sehe der Einzige, was das ewig bleiben. Und weißt du, was Gott dann sagt? Ich habe mir 7.000 Menschen geholt, sozusagen, was die Knie nicht gebaut haben für Baal. 7.000. Da wird eine ganz feine, volle Soul gegeben. Okay, meint das dann bloß eine große Herde? So ist das hier einmal, was ich gleich. Weil, das meint nicht, dass es Juden wären, das meint nicht, dass es 144 wären, das meint bloß eine große Herde Christen. Das wird das Ferken, was ich gleich. Ich glaube, das meint 144.000 Juden. Das war ich glaube, was er meint. Wir lesen dort, so ist es sagen. Die 7.000, dort meinen 7.000. Na, wir können andere Beispiele brauchen in der Schrift, wo 24.000 Menschen kommen arm werden, auf Jatarie. Einmal wird das feindliche Heer, die Armee wird eine Soul like so und so viele Menschen, so und so viele Soldaten, so und so viele Kamelen. Also, ich glaube, das meint die Soul. Wenn man das nicht hat, dann sagen wir durcheinander. Like, won't meint ein Wort. Und so, 144.000. Die werden verschlossen. Aber die Idee von verschlossen, das ist mehrmal in der Schrift. Lass mich zum Beispiel geben. Zum Beispiel Israel. Als sie aus Ägypten kamen, dann kamen da 10 Plagen, aber die kamen auf Ägypten, nicht auf Israel. Aber sie wohnen da. Als sie durch das Rote Meer gingen, dann ging Israel durch in Ägypten versorgt. Diese Dinge habe ich manchmal, als Jesus hat diese Welt wir, nicht umzubringen, was die Zeit durch wir. Die versagten Ferien. Aber die können gleich. Wenn Gott hat eine Zeit bestimmt, Gott hat ihn sozusagen verschlossen für eine Zeit. Und dann ging er nichts zu tun. Und zu so einer Sorte Dinge habe ich einmal in der Schrift. Aber hier habe ich eine sehr interessante Geschichte. Lass mich Ihnen ein bisschen Hintergrund geben. In Ezekiel Kapitel 9, dort handelt es sich darum, dass die Jenwut Gottes, die verlässt den Tempel. Weißt du, der Tempel wird eingeweiht. Dann kommt die Welt Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die kommt im Tempel an und dort sagt du, sie können nicht mal opfern, wenn die Herrlichkeit Gottes fällt in den Tempel. Das ist die Idee, als der Tempel eingeweiht wird. Nun sind wir durchgekommen, wo Israel hat sich versündigt, ihre Aufjährung ist groß, und Gott seine Jenwut, Gott seine Welt von Herrlichkeit verlässt den Tempel. Das ist der Hintergrund von dieser Geschichte. Und so, wir wollen das nicht alle lesen, wir Tiz halten, aber bloß das geweihten, das ist der Hintergrund von was er hier redet. Und nun hat Gott, der hat sich 6 Männer, sagte du, hat Gott sich gewählt, zum Jerusalem schlun.
En mank deze, dan zeg ik dit, en door weer een mank aan, die had een wittet lienzeichnet kleid aan, en hij hield, nu hoor ik wat zegt, een doosje met tint en een schrijver. So Gott hat sich 6 Männer berufen, eingeleitet dort meint Babylon, und einmal bei einer wie Gott hat sich Menschen berufen, sozusagen, zum Jerusalem schlun. Du mankes einer mit einem witten Kleid, der hat Tint in einen Schreiber. Und dann sagt er, die Kämen stalten sich bis sie den Bronzealtar. So das Bild ist in den Tempel, diese 6 Männer, die kommen durch und stahlen sich durch den Altar an. Dann sagt er das, und er sieht zu ihm, also dem was die Tent hat, er sieht zu ihm, gut durch die Stadt, ja, ich würde sagen, gut durch die Stadt Jerusalem, und merkt ein Teken und die Stirn von der Lied, ja, ich will ein Lied. Was sich Tieren und was überall dort ab Schäsel stehen, was dort passiert. Okay, hier ist das Bild. Hier sind 6 Männer, die sollen Jerusalem totschlagen. Du mankes einer, der hat Tint in den Schreiber. Und der soll nicht durch die Stadt gehen und er soll all die Lied an der Stirn tegnen, was nicht die Aufjäterie gedient haben. Die wird du überstehen, oder die wird das gehen an, wie sozusagen. Und so er soll die alle tegnen. Und zu den anderen Männern sagt er, so dass ich das hier, gut hängen am, also hängen den, was die tegnen hat, gut hängen am durch die Stadt und schlut los, wie es kein Mitglied und verschont keinem. Und der nächste Vers, der jeft heiner hüt. Weil wir leben einmal, dass Gott es nicht ihrens ewig sind. Wir können so leben, als wir wollen, oh Gott wird sein Wort uns soll vergeben. Weißt du was? Gott ist schrecklich ihrens ewig sind. Das ist, was es sagt. Schlut die Ole, die Junge, die Miales, die Kinder und die Frühes alle dood. Wow. Wen aufjäterie? Sagt Gott, gut, schlut die Menschen alle dood. Und dann sagt er dit, bloß die, die ein Teken haben, soll je nichts tun. Und so die, die getekend sind, das ist mit der Tint in den Schreiber. Hij is sterke stad gegaan, hij heeft getekend, die wordt terugweren zu Gott. Und die wordt verschont. Und dann sagt er, fangt in mein Heiligtum an. Und andere wieder, fangt beim Tempel an. Und sie fangen an bei den Lehrern, die für den Tempel wären. Na, das ist ein gräseliges Bild. Wenn wir denken, dass früher in Kenia, wenn ich einmal denke, was so krieg, okay, Soldaten scheiden sich am sich tot, like das ist ein Ding. Aber mal durch die Stadt gehen, en groot en klein, Mann und Frühs, Junges und mir alles, kleine Kinder. En dat weet je, dat Bild wel meest nicht in ons verstanden haben. Aber das hat wie eine Offenbarung kann. Du hast ein Gerecht über Sinn. Aber Mädel mangt das Gerecht. Kämpfer einmal ein Engel ab. Wie können sagen, mit Tint in den Schreiber. Und Gott hat den geschickt, zum 144.000 Juden tegnen für eine besondere Arbeit. Und ich kann so glauben, dass diese 144.000 nicht umzubringen. Viele Christen verloren ihr Leben durch die Trübsal. Wir fangen in der 5. Serie. Die wir in ein Altar Gottes. Wenn wir hier in Kapitel 7, das letzte eng, das handelt sich von einem großen Kur im Himmel. Aber das sagt, dass wir in der, was die große Trübsal scheint, was ihr Leben gelassen haben, verglauben. Und so das passiert durch das, aber 144.000, die wird verschlossen und die wird beschützt. Das sagt in Kapitel 14, Vers 1. Johannes checkt hier vorab. Das sagt, und ich sage, und checkt dort Lamm auf dem Berg Zion stehen. Das Lamm steht in Jerusalem, das ist zurückgekommen, das steht in Jerusalem. Nu hörst was er sagt. Und mit am 144.000, die den Namen von seinem Vater in ihre Stirn geschrieben haben. Und so die wird hier getekend worden. Die fingen wir am ein. Die Stunden haben wir mit Jesus taub. Und das ist eine große Herr in Kapitel 7. Eingeschriftet leider sein, dass
Kapitel 7, dat laatste Part von der Kapitel, als die Frucht von diesen 144.000. De Schrift sagt, en ich krieg den weg. Vielmal wordt dat zo uitgelegd, dat zijn evangelisten, die gaan eruit, die predigen het evangelium. Viele Menschen bekehren sich durch die Triebsaal. Aber die meeste van die wordt doodgemerkt. Buiten deze 144. En ik wil je nog 2 vers wijzen. En dat heeft met de kerk te doen. Weet je, wie in de kerk, ons wordt niemals verspreken, dat we niet worden lied maken, dat we niet worden vervolgd worden, dat we niet worden doodgemerkt worden van ons geloven. Aber ons erst wordt verspreken. Wanneer du Jezus hast, dan hast du Gott zijn teken und die Stirn. Menschen ist Angst für saß. Oh, weil es weit bei einmal saß, han anweitend angenommen hat. Weißt du hast nichts sonst dort. Gott hält seine Menschen. Gott beschützt seine Menschen. Aber der Teufel, der Gott nur oben. Der Teufel, der hat auch ein Teken. Wegen Gott hat ein Teken. Weil wir mal lieber reden von Gott sein Teken, da steht in Teufel sein Teken. Ich meine, das saß, let it go to hell, nicht? Und so weiter. Aber wenn wir mal von Gott sein Teken reden. Because wir haben Gott sein Teken. Und so wird es auch mal tun, dass sie die Wahrheit gehört haben, wodurch sie geraten worden und am Glauben, ja, ich würde sagt, dann Teken Gott tun mit dem Heiligen Geist. Paulus sagte zu den Ephesern, dann sagte der Heilige Geist bürgt dafür, der Heilige Geist hat dort Teken sozusagen, der bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Door werden, weil wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Amen. Weet je wat, Lied? Als Gott seine Kinder, sei getekend für Gott. Der Heilige Geist wird sicher merken, dass du das merken. Ich weiß, wir haben dieses säuerkranke Lied, dass, wenn wir nicht krank sind und so aber Sinn bekennen, wird verloren gehen. Weil wir auch mal so deep und groven und schmieden wie können. Und mal annehmen, dass wir sind von Gott getekend für arm. Und die können uns scharpe Tod merken, die können uns quälen, was immer sie wollen, aber unsere Säule, unsere Ewigkeit wird nicht untertasten von den Teufel. Wenn Gott hat die verschlossen. Gott hat die angenommen. Wenn du an Jesus lässt, du hast Jesus, du bist getekend. Dort erst du einer mit Tinten und schrieben Raum in der Teken deiner Stirn und du gehörst nicht zu Gott. Und so werden wir uns dann dort festhalten. Offenbarung, ich meine, dort einer leitet so, einer so, dann wo wir durch mank draal. Wenn wir nicht draal worden durch mank, dann wir sind für Jesus getekend. Und dann wird passieren, was will. Wir sind sicher. Unsere Ewigkeit ist sicher. Der wird die keiner wahrnehmen. Du hast nicht einen Teufel, du hast nicht einen Umstand, du hast nichts in dieser Welt, wo die kontran von Gott, wenn du bist getekend für arm. Weil wir dort festhalten, und dann Gott loben und preisen durch uns Leben. Amen. Weil wir abstehen. Und ziemlicher Führer, vielmal Dankeschön, dass du bist Gott. Und du hast Menschen getekend. Herr, wie sein das hier, diese 144.000? Die werden versichert und die kommen durch die Triebsaal. Und du hast einen Zweig mit dort. Vielleicht haben wir das nicht alle verstanden, aber du hast einen Zweig mit dort. Aber Herr, du sagst, wir sind getekend. Mit dem Heiligen Geist. Halt uns das einfach mal von Horten annehmen. Dass wir sind mit dem Heiligen Geist getekend. Wir sind versichert für die Ewigkeit. Und du wirst dort geben, was du uns versprochen hast. Dort ist 100% sicher. Und dann halt uns für die zu leben und die zu loben. Amen.